Ein maskierter Dieb hat uns etwas gestohlen. Ja, das werden wir noch öfters erleben. Willkommen zurück hier zu Panismagonia. Maskierter Dieb wurde enttarnt. Ah ja, immerhin etwas. Und dann wird bereits platt gemacht. Es sind mehrere Diebe. Hallo, Waldläufer, was ist los? Ja, ich weiß, er wollte natürlich runter wegen unserer Schatzkammer. Die Meisterklinge-Tänzer sind ja unsere. Was machen die denn hier? Hä? Ja, ich habe sie zwar zurückbeordert, ich hatte nicht gedacht, dass die irgendwie angreifen würden. Hä, warte mal. Welcher Bau kommt ihr denn jetzt? Er ist ja von dem hier hinten und der ist jetzt von... Okay. Alle nicht mehr so auf dem Schirm, Freunde? Nein, ist ja egal. Gut. Ja, Moment. Ich hatte Ende letzter Folge noch etwas hier vorbereitet, genau. Hier ein Lagerhaus und nochmal eins bauen. War nicht ganz sicher mit den Waffenverteilungen und so, wie das machen will. Oder vielleicht sogar die kleinen hier abreißen, nochmal einen großen hinbauen. Das glaube ich vom Platz her hier funktionieren könnte. Weil da oben geht es, nehme ich mal an, jetzt hier auch gehen. Und dann die kleinen, wenn wir zwar behalten, aber woanders hinsetzen tatsächlich. Diebe schon wieder? Ah, da hinten. Na gut. Genau, also noch ein paar Gebäude neu, die ich geplant habe. Was dann hier? Noch ein Lagerhaus. Moment. Warum hier ein Lagerhaus? Die Abenteuer gibt. Ah, hier mehr Waffen in die Abenteuergilden, deswegen habe ich es da hingesetzt. Okay, okay, Moment. Haben wir das aber anders. Wir haben hier die Lagerdinger. Dann machen wir die nochmal ganz kurz hier rüber. Wir müssen eigentlich sogar irgendwo hier oben hin oder so. Da hier hin, ne? Ja, das wäre mittlerweile eher angebracht. Wie viel habe ich? 4, 5, 6 sind es, ne? Eventuell aber auch eben mehr Platz. Insofern haben wir Silber, Gold und alle anderen Erze noch, ne? So, dann wollen wir mal kurz durchgucken. Wir haben hier Bergbau. Jetzt mal gesagt, tatsächlich mal 2 Kohle, weil ich glaube, Kohle ist durchaus wahrscheinlich, dass da noch mehr kommen wird. Dann haben wir den Nickel. Dann kommt hier der Kupfer. Hier kommen die wertvollen Dinge wie Gold und Silber. So, die Barren selber nicht, die sind dann hier drin. Wenn sie denn hier drin wären. Hier noch nicht so viel Dinge drin. Okay, das stimmt soweit auch. Ich will mal sagen, im Bau können wir hier wieder fortsetzen. Und Banditenangriff nach drüben schon wieder. Dann mein Entdecker, ne? Okay. Dann mal sagen, wir gehen... Das wollte ich jetzt gar nicht, Entschuldigung. Huch. Nein. Jetzt zurück. Ja, zu weit weg. So. Ja, hier mit den Waffen, genau. Du kannst hier zwar auswählen, ob du irgendwie Werkzeuglager haben willst oder Militärlager und so. Macht es hier ein bisschen anders. Ne? Er sagt zum Beispiel hier Eisenlanze, Holzspeer, die Schilde und so. Wenn man denke, ja, ist zwar nett und so, aber war das denn wirklich? Ich muss sogar irgendwie 2 Waffendinger machen. Ne? Wir haben hier einmal die Eisenschwerter und Bronzeschwerter. Beziehungsweise umgekehrt. So, da hätten wir die Schwerter also. Dann haben wir Holzspeere, Eisenlanze, kann man so belassen. Dann kommen die Eisendolche, die Stahldolche. Die Degen hier brauchen nicht, Fackel und so.
Fackel ist eigentlich eher normales Material, also insofern... Ja, klar ist auch ein bisschen Waffe und so, aber nicht unbedingt gerade hierhin platziert tatsächlich. Das ist hier mittlerweile auch mit den ganzen Brettern ein bisschen zu übertrieben. Das heißt, wir bauen das hier mal kurz um, aber natürlich jetzt die Dinger, die haben zum Beispiel jetzt gar nicht drin. Gut, dann nicht mehr so viel drin hier, ne? Plus 2, plus 2. Weil jetzt hier natürlich beide voll sind, ne? Also ist immer so ein Geben und Nehmen tatsächlich. Was ich machen will, ne? Also haben wir hier die Waffen. Ah, sind schon durch, gut. Okay, dann hier nochmal so ein großes Lager. Hier, wie gesagt, gehen wir eher in die Abenteuergilde-Richtung. Fackel, naja, will das tatsächlich nicht unbedingt mehr machen. Pack hier mal die stärkeren Waffen rein, tatsächlich. Die Hellebarde und Streitkolben. Dann brauchen wir natürlich leichte Rüstung. Wir brauchen hier die verstärkte Rüstung. Die stahlverstärkte Rüstung und Kettenrüstung. Sind die auch schon mal weg. Dann hätten wir eigentlich noch die Schilder. Und schon da sieht man, wir kommen da gar nicht mehr so vorwärts, ne? Und hier wieder Fackel. Ja, dann wieder den Schild. Den Schild. Und den Schild, ne? 2 Waffentypen fehlen uns jetzt noch. Jetzt ist halt die Frage, gerade auch mit dem Bronzeschwert, ne? Natürlich kann ich hier nochmal einen ausbilden lassen, aber die Frage mit dem Bronzeschwert muss man sich halt tatsächlich stellen. Brauche ich das Teil überhaupt noch? Da sage ich mir, hey, wir haben noch, keine Ahnung wie viel, 10 normale Soldaten, das reicht erstmal. Wir brauchen, glaube ich, hier noch einen Veteranensoldaten, ne, wenn wir das mal noch ausbilden. Und noch Elite-Soldaten später, ne? Wir sitzen hier aus mit normalen Schwertern, 7 Stück, ne? Dann machen wir doch mal 4 davon noch. Die Dinger kommen. Zwar langsam, aber sie kommen. Dolch nicht mehr so viel, jetzt wird gleich ein Lager gebaut dafür, keine Sorge. Dann haben wir ein paar von den Waffen. Dann Streitkolben. Nur 9 Stück gemacht, ne? Mal 5. Wer war denn der mit der Hellebarde, die brauchte? Ah, die Elitewachen. Da haben wir auch ein paar. Von denen sind auch schon gemacht. Nochmal ein paar. War das Material? Eisenbahn ist gefragt, ne? Schon so viele Schmieden dafür im Einsatz. Den Silberbahn kann ich langsam wieder pausieren, tatsächlich die Herstellung davon. Kann hier gelagert werden, weil ja finanziell aus der Perspektive brauchen wir vor allem Gold. Die Golddinger. Ich muss mal ganz kurz da richtig herumdrehen. Habe ich denn das Teil jetzt hier da gebaut, weil ich hier nach angreifen wollte, ne? Genau deswegen. Naja, rennen wir wieder. Sind die hier auf Patrouille, unsere Doppelgänger? Aber gar nicht mehr so viel, ne? Ist natürlich überall ein bisschen verteilt wiederum. So ein paar Bretter loswerden.
Angelbögen haben wir alles noch. Ja. Waffenschmiede abgeschlossen, so schnell ging das bei dir. Junge, Junge. Ja gut. So. Die Schatzkammer. Ne? Genau, wollen wir noch eine für Gold machen. Dafür müssen wir aber dort erstmal das Gebiet erweitern. Moment. Wir haben Garnison mit den Draufgängern. Auf neue Aufgaben 48, haben gar keine Wachen mehr. Okay, dann kommen die nachher nämlich hier rein. Ich baue wieder mal temporär einen von denen hier. Das sind so nur 10%, aber 10 Stück, aber immerhin. So, der Handelsposten ist dran hier mit dem Rehfleisch, ne? 80%, das kommt gut voran. Muss ich mal gucken mit dem Brot. Die Mühle haben wir doch hier unten immer gemacht, ne? Jetzt haben wir die Getreidefarm, die Felder. Das klappt offenbar, weil die Windmühle arbeitet ja. Dann haben wir hier noch das Brot. Das Brot. Ja, aber natürlich entstanden es für Brot, ne? Jetzt ist halt die Frage. Also wir 12 Stück, ne? Ich habe demzufolge gar keine mehr hier, die ich gerade ausliefern könnte. Nicht hier. Sondern hier oben. Scheiß Scarfs, ne? Müssen wir das Teil hier angreifen. Ich will halt die andere Frage, ob ich zuerst das hier angreife und einnehme oder zuerst auf der anderen Seite. So. Versuchen wir hier Priorität zu setzen, dass die nächsten Brutleibe direkt hier hingehen. Die Eggs sind geliefert, das passt zwar für mich. Du hättest die Mühle, die Farm auch hier bauen können, aber hier hatten wir, glaube ich, das Problem mit dem Weizen, ne? Hier wird ein gutes Feld für Flachs, ja. Hier auch Flachs. Kohl. Halt Weizen selber ist hier nirgendwo gut, ne? Das war das Problem, genau. Kein Kupfer mehr, nichts Kupfer, das hat sich rausgekupfert. Schade eigentlich. Haben wir gar kein Kupfer nirgends mehr oder sehe ich das einfach gar nicht mehr? Das sind halt endliche Ressourcen, ne? Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Dudum. Sie ist aber auf unserer Seite, ne? 41 Kupfer immerhin. Kupfer gibt es kein unterirdisch, ne? Gibt keine Mine dafür. Nee. Das heißt, die grünen Dinger da, das ist Kupfer. Kupfer, dann gab viel. Ja. Doof. Aber gut, dann baust du trotzdem mal hier hin. Im Idealfall so. Also den nächsten kann dann noch erwischen. War der da oben?
So, dann wir da wieder ein. Kohleminen gar keine. Kohletagebau nur 2 Stück, also ich glaube viel. Obwohl die eigentlich von Kohle umgeben sind, ne? Goldmine, ja, da hat er es ausgegoldet tatsächlich. Gold, da ist die Mine. Hä? Warum keine Ressourcen zum Sammeln Reichweite? Hier sind sie doch. Hier, Gold. Kleine Ader, kleine Ader. Bitte noch einmal prüfen. Ja, natürlich sehr viel, ne? Bisschen Gold kann nicht schaden. Okay, nochmal hier gucken. Also ein Brot müsste langsam aber sicher funktionieren. Ich hoffe es mindestens mal. Fügbar 8, reserviert 8. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass da wirklich 8 Stück geliefert werden. Um zu prüfen, ob das funktioniert, können wir mal ganz kurz hier draufklicken. Plus 18 unterwegs, sehr gut. Also das mit dem Priorisierungssystem und so funktioniert wunderbar. Ich muss sagen, haben die Entwickler wirklich einen guten Job gemacht. Respekt dafür. Gut, gut, gut. Dahin Silber, Gold, Bronze. Dann hat man noch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir hier natürlich noch die ganzen Holzfäller, die auch fleißig dabei sind. Also unterwegs. Grenzsteine fehlt hier tatsächlich noch, obwohl ich das Ding schon drin habe, aber egal. Ich sag denen einfach mal, ist alles schon eingenommen. Ja, gleich nicht mehr, ne? Gleich dürfte ich hier weitermachen. Am besten in die Richtung tatsächlich, aber erstmal muss ich die zum Angriff schicken. Rack. Ja, Ragnarök oder was? Ja, Freunde, ein Boulder nach dem anderen platt machen, dann haben wir noch Banditen oder Diebeslager, da kommen dann unsere Waldläufer zum Zuge. Ich habe 164%iger Stärken, reicht um 902. Junge. Wie das nachher aufsteigt, 1150 Gesamtwert, 1800. Riak. Natürlich auch mittlerweile viele Meisterklingentänzer, ne? Hier dürfen tatsächlich nicht so viele sein, ne? Weil das Gebiet hier ist ja auch ziemlich eingekesselt, sag ich jetzt mal. Sie bringen keine Grenzsteine, bin enttäuscht. Da wenn sie gar nicht brauchen, würden sie es trotzdem liefern. Da hätte ich jetzt irgendwie flott gefunden. Ah, die Wege hier, ich kann nicht um den Berg bauen, ne? Dass sie irgendwie schneller marschieren könnten. Oder Material, ne? So eine versteckte Rüstung bauen.
Der ist soweit eh beendet. Naja, schrei, was du kannst, ne? Goldmünzen eintauschen für Stahl, das ist halt das nächste, wenn man denke, könnte man in Betracht ziehen tatsächlich. 93, okay, jetzt läuft es aber sehr gut. Aber halt nur, wenn ich damit auch genug habe, Goldmünzen, ne? Weil keine mal meine aktuellen irgendwie opfern. Oh! Ich bin das Lager zerstört, das ging schnell. Nimmt das Land, aha, hein, du, du, du. Das heißt, euch kann ich eigentlich nach da oben hin schicken. Das sind bereits die Schemen, das. Ja, jetzt wird es hier aber sehr hässlich tatsächlich. Deswegen lieber erst einmal hier hin für die Patrouille, damit die hier besiegt werden. Haben wir hier Banditen. Banditenlager. Irgendwo hier muss ein Lager für die Schemen sein. Oh, sie kommen von ganz weit hinten. Das wäre halt hier ein super Punkt für eine Garnison. Beziehungsweise hier erstmal. Und ich würde später dann hier halt wieder angeln wollen. Hä? Die Richtung geht's nicht, oder was? Was ist das für ein Quatsch? So, wir müssen hier aber halt durch sein. Dann kann ich hier wieder eine coole Abkürzung machen. So. Ich kann theoretisch das noch einsammeln. Und die Dinger hier, also hier der Handelsposten, ne? 165% Stärke, läuft für uns. Die nehmen weiter fleißig ein, läuft auch für uns. Ja, bring mal die Grenzsteine, Freunde. Kann ja wohl nicht wahr sein. Derweil die Abenteuergilde. Ja, wir haben zwar ein paar. Mal gucken, ne? Ich habe zwar viele Eisendolche. Leichte Rüstung machen ein bisschen zu schaffen. Dafür haben wir mittlerweile viel Leder. Das wäre für eine schnelle Produktion nicht so schlecht, ne? Momentan muss ich ja hier auskommen. Warum nicht? Auf Leder umsteigen. Und den mal reinpacken. Ne? Dann macht der aus Leder auch leichte Rüstung. Zumindest mal temporär. Dann haben wir den hier, der die verstärkte Rüstung bearbeitet. Stahlverstärkte Rüstung wäre halt eine Option. Kann die vielleicht ein bisschen entlasten. Ne? Mit 8 Stahlbaren. Das wäre jetzt nur 2. Kann man das theoretisch machen. Dann hätte ich hier wieder ein paar mehr. Kann man momentan auf die noch verzichten, obwohl ich. Naja, eigentlich brauchen wir die tatsächlich. Und hier haben wir die Stahlverstärkte. Kann man was? Macht direkt mal 15 von euch. Und 15 davon. Ups. Das war Zufall, das war nicht geplant. Das sind ja Klingentänzer, nicht irgendwie. Ja, gut. Aber man könnte es trotzdem. Ja, warte mal. Da hat direkt mal hier das Lager noch an. Und irgendwo. Das Banditenlager, okay. Ja, irgendwo sind da noch andere Dinger. Du hast gewonnen! So, Folge vorbei, Let's Play vorbei, tschüss! Nein, Quatsch. Kannst mit deiner Fraktion angefreundet, ne?
Die verwahren. Ja, aber es fehlen noch die 200%, Freunde. Damit wir das quasi ihr Gebiet zu unserem Territorium hinzufügen können. Was ist das jetzt für einer? Meister. Veteranenbandit. So. Wenn wir sagen, zurück, Focus Point, weiter auf hier oben setzen. Aber nicht mehr großartig angreifen. Wir haben hier die Dinger, das passt soweit noch. Da komme ich halt am besten nicht hin, ne? Wir müssen hier drüber machen. Eigentlich wollte ich auch mit den Fischhüten mal gucken, ne? Hier ist mir jetzt noch zu gefährlich tatsächlich, aber hier brauchen wir nicht einen kleinen Fluss, kann man auch schön machen. Und ich glaube tatsächlich mal, die Fischhüten hier unten oder so müssen langsam sicher mal weg, weil die werden nicht mehr viel abwerfen. Hier haben wir noch eine. Und auch ein bisschen was hat es noch. Ja, natürlich auch sehr viel, aber wir müssen erstmal hier noch ein bisschen weiter gehen. Wie sieht es denn hier oben aus? Da geht es auch noch, ne? Soll man den Rußwerk riskieren, ne? Wir sind ja dort doch sehr nahe dran. Ich habe sehr viele Meisterdinger. Man könnte es riskieren, Freunde, man könnte es riskieren. Da kriege ich sogar alle zusammen. Kann da unten patrouillieren. Da halten mir alle anderen vom Hals hier und ich kann hier weiter das Gebiet erweitern. Die Expedition fehlt noch, ne? Soll heißen, auch der fehlt noch. 5, aber da hätten wir es auch gleich, ne? Das Bohrwerk ist weg. Hä? Jetzt sind sie plötzlich zackig schnell. Also was bitte hier mal ein bisschen Priorität draufsetzen. Die müssen schnell gebaut werden. So, dann bereits das russische Bollwerk. Irgendwo hier müssen wir noch... Geschickter Dieb, ja, das ist aber auch Expedition, ne? Wo zum Henker sind denn die anderen? Diese Kriecher irgendwie. Weißt du was? Ihr baut bitte mal den Fokuspunkt und das hier bitte mal nach da unten. Und dann mal dazu komme. Natürlich auch noch hier unten. Und ich eben hier noch weiteres Dinge bauen kann. Der kommt eigentlich ganz nach da draußen hin, ne? Irgendwie auch schade. Sammelt, ja, an der Front sieht es gut aus. Wir sitzen hier aus in unseren Klingentänzer, Meisterklingentänzer, natürlich sterben die weiterhin. So, kein Wunder. Waldläufe, aber bald ein paar neue. Die Waffenschmiede, ne? Jetzt sonst echt mal sagen, hören wir damit auf und macht dafür damit weiter.
So, und dann können die dann noch in die Richtung das Gebiet weiter einnehmen halt, ne? Die Scarves verlieren mehr und mehr an Einfluss, sehr gut. Das Rehfleisch, da läuft es immerhin noch gut, ne? Gut, der kann da nichts mehr zu tun. Hier, Rehfleisch plus 3, ja. Kann man weiterhin so machen. Ja, wir müssen halt alle 3 versorgen, ne? Das heißt, der wäre auch gemacht soweit. 10:10, 17:17, perfekt, da muss nichts mehr gemacht werden. Diese Expeditionen, jetzt mit unseren Rohstoffen aus. Geht soweit noch tatsächlich. Die sind lahm wie eh und je, ne? Dann machen wir das doch anders, komm. Gehen wir kurz ein bisschen runter, bitte. So, nimm das Land da oben ein. Dann hier noch übrige Einsatzkräfte. Hier überall das wegnehmen. Dankeschön. Ja, Martina. Ein Dieb haben was gestohlen. Also vom Feld, ja gut, von mir aus. Wenn er unbedingt will. So. Zeit für eine neue Schatzkammer. Den pausiere ich mal noch. Den setze ich auf Fokus. Mach hier natürlich wieder mal Münzen, aber dann hier wieder die Goldmünzen. Wir werden mal ganz kurz noch gucken, das können wir in der Folge noch hinkriegen. Wie schnell der jetzt bitte schön ist. Wie schnell, wie viel wir jetzt noch haben, ne? Weil wir haben insgesamt 119 Goldmünzen. Wo werden die überhaupt momentan gelagert, ne? Das Teil hier ist ja voll. Goldmünzen, wie geil. Später mal noch Diamantmünzen sowas gibt. Wäre unwahrscheinlich, ne? Platinmünzen höchstens, aber das ist ja auch übertrieben. Also wenn natürlich ein Bau passieren kann, lange warten. Ja, okay. Ja, noch zu tun hier, ne? Gut. Ne, da oben. Ja, doch, auch. Schönes Ding, Freunde, schönes Ding. Bauen wir hier natürlich noch eine Fischerhütte hin. Weil wir es einfach können. Gut, hier bei 170, ne? Der muss halt die andere Expedition noch versorgen, weil sonst kriege ich das Gebiet nicht. Ja, es ist nicht mehr so weit weg, Freunde, ne? Die müssen oben irgendwas haben. Geht nicht anders. Gut, was ich aber glaube ich mal noch machen könnte tatsächlich. Sind das die hier? Patrouille, genau. Dass ich euch mal zurückbeordere. Und stattdessen schon mal hier draußen hinschicke. Natürlich noch hier draußen hin platzieren. Ne? Nachher sollen sie das Bollwerk angreifen und dann geht es da direkt noch weiter. Jetzt noch ein Bollwerk und so, also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Gerade gab noch von 2 Seiten an. Ne?
Weil ich habe nicht mehr so viele hier neue Klingentänzer, da müssen wir gucken. Da wäre ein freie neue Träger. Das ist dafür auch geil. So, geht es jetzt etwa hin oder was? Ah, sehr schön, da kommt die ganzen Balken schon. Ah. Der Geologe ist nicht ganz so zufrieden, vielleicht muss ich den hier oben nochmal neu bauen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er, ne? Weil ich denke mir, der hat jetzt hier genug gemacht. Ich kann natürlich nicht abreißen und pausieren, weil ich brauche das Gebiet hier vielleicht nochmal. Deswegen da hinten. Das hier ist deaktiviert, genau. Was ist denn eigentlich hier? Patrouille? Was eigentlich auch Quatsch ist, ne? Da kann ich jetzt eigentlich euch hier reinpacken. Und dafür eure deaktivieren. So. 66% Kampfstärke, okay. Ja, gucken mal fix. Wenn die Dinge jetzt hier eingelagert sind, die Goldmünzen, erst dann steigt mein Reichtum wirklich. Vorher ist alles eigentlich Pillepalle, spielt gar keine Rolle. Aber jetzt wird es interessant. Eigentlich ein schönes Thumbnail zum Schluss hin, ne? Also ich glaube, 1 oder 2 Folgen können es noch werden, Freunde, aber wir sind sonst, glaube ich, auf einem sehr guten Weg hier. Da natürlich geil. Macht, Reichtum und Ruhm. Ne, warte mal. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der das alles erkämpft hat, war... Keine Ahnung. Der König der Pioniere. Nein. Ja, weil wir haben es noch nicht geschafft, ne? Deswegen kann ich nicht sagen, hey, sein Name war Sir Michael. In Anlehnung an meine Anno Let's Plays. Jetzt geht's aber hoch. Wie passt hier was rein? 16 Stück. Junge, Junge. So. Bei mir geht es ja vor allem um einen Punkt. Wenn ich hier nochmal gucke bei der Münzprägerei. Der schon ist im Gange mit Goldbarren. Kohle, okay, also er macht das ja eigentlich schon. Silber im Bauch aktuell nicht, da aber jetzt einfach Lager voll und gut ist. Die Geologenhütte ist im Gange. Dann haben wir hier, nimmt Land ein, Patrouille. Ja, okay. Ich mache ja gar nichts mehr. Schon alles angenommen oder was? Oh. Nichts mehr zu tun hier, wa? Das ist natürlich doof. Aber andererseits, das ist ein schönes Großgebiet, das jetzt uns gehört. Und oben nicht mehr so viel, was denen gehört. Ne? Wir haben hier so einen noch. Den können wir mal noch wegputzen. Jetzt die Frage, wie weit ich jetzt hier die Straße da rein kloppen kann. Da wird schon über eine Garnison, ne? Ja, muss halt die hier nehmen. Also so weit können die angreifen. Um das Ding noch wegzukriegen. Und da müssen wir noch an der anderen Seite ran, tatsächlich.
Wo die Schemen herkommen, kein Plan. Da muss ich halt mit Waldläufern ran, ne? Dafür haben wir sie ja. Da habe ich auch noch alles. Es sieht ja eigentlich alles gut aus, ne? Hier haben wir halt noch viele Waren. Die können wir eigentlich alle schon holen, nur ja, Problem ist halt, bringt nicht sehr viel. Alles eingenommen, du. Ja, natürlich doof. Dann Scouts angegriffen, sind wieder mal die Entdecker. Die können eigentlich auch mal irgendwo anders hin platzieren, ne? Jetzt haben wir mittlerweile eh schon fast alles entdeckt hier. Hat gesagt, wenn überhaupt, dann hier hin. Dann können sie von da aus weitermachen. Dann braucht es den Posten ja nicht mehr. Kann weg. So, und ansonsten sieht es doch sehr gut aus, ne? Ja, gleich der Kronkologe oder was zu tun. Das gefällt mir auch gut. Eingenommen, ja, ihr werdet halt nachher wieder durch die Dinge ersetzt. Da unsere Lieblingslinge-Tänzer. Muss aber natürlich erst noch ein paar erschaffen, ne? Was sitzen hier eigentlich raus? Wir haben wieder viele Wachen. Auf neue Aufgaben 42. Okay. Kettenrüstung haben wir jetzt nicht so viel, lustigerweise. Warum eigentlich nicht? Also Materialien. Ja, der scheiß Eisen, ne? Ein produzierender Hochdruck, aber wenn ich halt sonst überall wieder Eisen brauche, ist halt doof. Die beiden sind jetzt gerade weg, also eigentlich brauche ich kein Eisen mehr aktuell. Ah, hier natürlich, ne? Oh. Den muss man rausnehmen. Der hat ein bisschen zu viel gemacht tatsächlich. Junge, 88 davon. Stahlverstärkte Rüstung. Okay. Und dann braucht er gar kein Eisen mehr, ne? Also für die Herstellung vom Ding wieder, vom Stahl. Da ist ja das Problem. Da muss man die Produktion hier mal kurz stoppen, ne? Mein Stahlbahn und so ist zwar cool, aber wenn ich halt hier nicht mehr mitkomme, ist auch doof. Ich kann nachher wieder mal die anderen Dinger hier produzieren, ne? Stahlschilde sind zwar auch cool. Also den hier unten, ne? Da war auch die Kettenrüstung. Stahlschild, Streitkolben, also Waffen haben wir, 15 davon. Dann die Hellbarden, ja. Die nicht ganz Hellbarden. Stahlversteckte Rüstung. Brauchen wir sowieso nur für die, ne? Also ich kann ja locker noch mal ein paar von denen machen. Und 30 von euch. Dann haben wir hier die Waldläufer, da waren nochmal ein paar neue, aber auch nochmal ein paar normale Klingentänzer. Nochmal die hier, ne? Vielleicht die Rüstung, wir haben noch ein paar. Wenn wir noch ein paar hier haben. Quasi eher ein bisschen Just for Fun mäßig. So. So, 4 von denen, Ansatz von denen. Ich würde sagen, in dieser Folge gehen wir mit denen hier auf Angriff, ne, wenn das riesige Bollwerk auseinandernehmen. Dann das hoffentlich auch noch. Dann haben wir die beiden schon mal durch. Dann haben wir das, machen wir an der anderen Seite. Und dann sind wir vielleicht mit allen schon durch, ne? Oder oben jetzt noch eins, okay. Aber es hat nicht mehr viele. Wir müssen vor allem hier mal hin, endlich. Jetzt noch ein Diebeslager in der Nähe, das wird auch lustig. Wenn ich hier durchbrechen könnte, wäre halt schon cool. Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Ne? Auch wenn das Boden so betrifft, sind wir jetzt gut am Produzieren. Wir haben kein Mais, shit happens. Wir sitzen hier eigentlich jetzt gerade noch aus mit der Taverne. Ich könnte natürlich hier mal gucken, ob ich wieder mal ein paar Häuser bauen soll. Ich meine, mehr Einwohner können nie schaden.
Direkt in einer Mühle ist doch auch cool, wa? Die ist in Gang. So. Und hier muss man nochmal gucken. Ah, hier. Also wird weiterhin schön geliefert. Man sieht es auch hier oben. Sehr gut, sehr gut. Und eben, wir haben hier einen Einhandelspost, der ist jetzt auch durch mit dem Fleisch. Sehr gut. Noch ein Manslager. Wir haben hier nicht mehr so viel, ne? Ibum Olymp. Wir haben hier nicht mehr so viel. Dem fortfahren, Kohle eintauschen, Zement, das bringt mir irgendwie gefühlt nichts. Leder durch Kupfer ist eigentlich auch ein Verlustgeschäft. Umsonst und ich krieg Steinpilze. Ist cool. Prinzipiell, ne? Müssen nichts geben. Den kann ich also mal starten. Anderer Handelspost wartet auf die benötigte Ware. Personal auf dem Weg. Okay. Ich finde den hier interessant. Ich gebe Goldmünzen und kriege dafür Stahl. Und würde deswegen mal sagen, ich pausiere mal beide hier. Also momentan haben wir keinen Stahl produziert. Und guck mal, wie das denn so läuft, ne? Ist das wirklich so, dass ich jetzt hier aus unserem Lager plötzlich Gold klaue? Ja, minus, minus. Also er schwächt unsere Truppen. Aber dafür maximal mit 30, ne? Weil klar, wir kriegen dafür insgesamt 90 Stahl. Und ich habe trotzdem noch den hier, die Münzprägerei. Also produziere ihm noch Gold. Durch Goldbarren und die Kohle. Wenn wir da oben gucken, ich habe ja genug. Ne? Ich könnte sogar jetzt theoretisch sagen, wenn ich aktuell eh keinen Stahl produziere. Nickel hier raus, Nickel hier raus. Hier machen wir noch mehr Stahl, mehr Gold. Mach den noch mehr Goldbarren, damit wir immer genug Goldbarren haben, weil Golderz haben wir sowieso genug. Momentan halt kein Stahl, dafür haben wir da mehr Leute. Opfern mal 30 Goldmünzen, das klingt nach viel natürlich, weil eine Goldmünze bringt irgendwie 6 Dinge, ne? Das heißt 180 verlieren wir. Also hier 180 Reichtum, das ist im Prinzip viel, das stimmt natürlich zu, aber ich glaube nur so um die 10% maximal. Ich glaube bis 150% geht es maximal runter, ne? Mehr denke ich eher weniger. Und hier der Gronkologe. Wieder schön Kohle gefunden. Große Ader. Hier hätte er eigentlich theoretisch immer Kohle, Kohle, Kohle singen müssen. Vielleicht ist das so random, ne? Vielleicht hat er das beim ersten Mal gemacht, wo er eine große Ader gefunden hat. Ich habe es leider nicht gehört, weil er gerade irgendwo anders war. Und seitdem sagen wir es halt nicht mehr, ne? Das kann sein. Gut. Ja, Freunde, ne? Dann sind wir da vorerst mal durch. Hier wird alles noch... Das sind schon die Schienen. Wo kommen die her? Ich sehe es halt im besten Willen nicht, ne? Das ist voll scheiße. Wir haben schon viel von der Karte aufgedeckt, ne? Also irgendwoher müssen die ja kommen. Und dann jetzt da durchstreifen. Da sind da Diebe, die von uns kommen, könnte sein. Ich einfach Steinpilze hole. Ist schon krass. Kann vielleicht noch mehr Mannslager nehmen, obwohl. Ne, passt schon mal, dann verliere ich auch nicht zu viel Gold auf einmal, ne? Ja, aber die kommen irgendwo von da drüben. Aber das kriegen wir schon noch hin. Also, nächste Folge, wie gesagt, werde ich hier die Dinge auseinandernehmen. Vielleicht von hier auch noch. Und sind da mal so weit durch, was hier oben noch alles kommt. Kein Plan, aber unser Ziel ist das Ding. Weil ich will mit denen noch abschließen hier. Unfrei will ich die noch ganz platt machen. Ist natürlich dann nachher auch logischerweise die Frage, brauche ich überhaupt die anderen Einheiten noch? Die ich hier eigentlich alle noch irgendwie produzieren könnte. Ich könnte zwar, damit ich es nicht vergesse, wo bin ich jetzt überhaupt? Ich sehe gar nichts mehr. Hier. Veteranensoldat, ja, wir haben noch 11 normale Soldaten, 5 Vorgeschrittene, 9 Veteranen, einer wird noch hergestellt. Wir machen nochmal 5 von dem, weil ich habe noch Eisenschwerter. Oh, kann mir so viel. Mach mal noch
von dem und dann aber noch ein paar von denen hier. Eis müssen wir wieder mehr geben, ne? Dafür kein Stahl mehr, aber das haben wir schon erwähnt. Dafür auch mehr Goldbarren, ne? Da müsste eigentlich auch gut laufen. Kupfer. Ja, aber auch kein Kupfer hier. Irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ne? Und hier mal kurz durchgucken. Wir haben keine Kohlemine aktuell. Ja, könnten wir da drüben wieder machen, aber wir haben sowieso genug. Oh, nee. Das war's, was ich noch machen wollte. Sondern 2 Kohletagebau, Eisentagebau und eine Eisenmine nur. Ist auch wenig, ne? Ja, scheiße. Das lief jetzt nicht so gut. Dann muss ich den mal ganz kurz nach da drüben machen. Entschuldigung, aber der hier muss leider weg. Die Kohlemine nicht so einen großen Radius haben, muss ich leider so bauen. Okay, dann haben wir da schon mal, weil wir haben noch 2 normale Kohleminen, ne? Deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht. Eisenmine. Ah gut, ich habe viel Eisenerz, ne? Also reicht es eigentlich. Kupfer. Ja, aber gucken wir in der nächsten Folge ein bisschen weiter. Oh, Silbererz entdeckt. Silber natürlich. Ich darf mal einen Geologen mehr gucken. Mehr folgen. Naja. Da freut er sich. Wir gehen nochmal ein bisschen Kohle sein, ne? Also, hier die Dinger. Also 2 Gold. Das passt, da kann nachher noch da wieder umswitchen, ne? Und sagen, ja, eines ist doch Kupfer. Und so würde Kupfermünzen, ne? 23, 95 Silbermünzen, 10 nochmal Goldmünzen, perfekto. Müssen dann nachher langsam sicher mal bald allein gelagert sein. Schön Stahl. Das gefällt. Und Pilze kriegen wir im Überfluss. Bringt ja nichts hier für einen Bonus, ne? Dass wir höher in der Gunst steigen, aber das machen wir mit dem anderen. Mit dem hier nämlich. Das kriegen wir auch easy hin. Oh, Erzager. Erzader entdeckt, Entschuldigung. Eisen im mittleren Lager. Silber, Silber, Silber. Sehr gut. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part dann. Dann wird uns vielleicht der Reichtum noch weiter erhöht oder vielleicht auch nicht, kein Plan. Ich meine, wir sind noch nicht sehr viel passiert, sind keine neuen Diebe gewesen. Wir haben sie zwar gesehen, aber sind weiter oben, weil die hier unten keinen Bock haben. Schemen müssen wir noch platt machen, dafür haben wir unsere Waldläufer noch ein bisschen herumlaufen. Und natürlich eben da unsere Meisterklingentänzer, die Draufgänger haben weiterhin Urlaub, ne? Denn bis zu den Werwölfen so kommen, da war dann noch ein bisschen tatsächlich. Im Idealfall ist es dann soweit, mit dem nächsten Magie-Update, mit dem nächsten Update, das Magie-Update beinhaltet, weil dann können wir vielleicht sogar die heroischen Draufgänger herstellen. Ich meine, es wird sicher eine Quest geben, womit wir irgendwie manche Klingen herstellen können, das glaube ich schon, aber mal selber machen könnten, wäre schon cool tatsächlich. Naja, wir werden sehen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.